Die Zeit ist reif, das Let's Play endlich zum Ende zu bringen. Und damit willkommen zurück hier bei Pokémon Delta, der Alpha Saphir Version. Ja, ich habe offscreen noch ein bisschen trainiert und so. Ging zwar jetzt hier auf der Insel nicht, weil irgendwie habe ich hier einen Bug ausgelöst, ähnlich wie bei Wedge Giga. Sprich, eigentlich müsste man gegen die alle 24 Stunden fighten können, geht aber nicht mehr. In den letzten 4 Tagen kann ich gegen die nicht mehr kämpfen. Ich habe eine Vermutung dazu und noch ein bisschen testen, ob es klappt. Und eventuell können sogar bei Part 40 dann, ich hoffe, dass ich ungefähr bis dahin hinkriege, können wir dann doch noch Wedge Gigas fangen. Aber gut, so viel dazu. Zurück zum eigentlichen Thema und zwar zum Kampfressort. Ja, hier am Kampfhaus selbst haben wir schon einiges getan. Sprich halt vor allem die erste Runde gemacht, die normalen Kämpfe. Und jetzt kommen halt die Superkämpfe dran. Die Superkämpfe sind nicht nur super, sondern vor allem auch super übel. Soll heißen, wir brauchen für jeden, also nee, für jeden ist übertrieben, muss anders formulieren. Bei den normalen Kämpfen brauchte man ja 20 Stück, also sprich 20 ineinander gewinnen, damit man zu den Kampf-Shuttlers kam. Jetzt müssen wir 50 gewinnen, um nur zu kommen. Ja, und Superkämpfe spielt dann natürlich noch länger als die Einzelkämpfe, deswegen werde ich die wohl ein bisschen schneiden müssen. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich das meiste zeigen kann und vor allem natürlich den Anfang war das sowieso. Mit unserem aktuellen Team. Ich habe hierzu meine 6 momentan stärksten Punkte ausgesucht, stärkst vor allem wegen DVs, EVs und Attackenset und glaube mit diesem momentan gar nicht mal so eine schlechte Chance zu haben. Unser Glurak frisch trainiert, EV, DV haben wir gemacht, das ist kein Problem. Wir waren noch ein bisschen Pokémon-Liga, genau, hab da noch ein bisschen trainiert und so. Und ja, hier haben wir die X-Version, noch die Y-Version natürlich, kein Problem. Der Volt kennen wir auch alle. Deshalb vor allem der Sweeper hier, weil er gerade schnell ist und ein bisschen reinkloppen soll mit Luftballon, damit er hoffentlich nicht vom Bodenattack getroffen wird, zumindest nicht bis dieser platzt. Bisaflum, das kann ich weiter erwähnen. Energieball, Giftschock, Toxin, würde ich sagen Standard, Schlafpuder oder Egelsamen. Ich habe uns für Schlafpuder entschieden. Damit ich halt auch Gegner ein bisschen überraschen kann. Egelsamen, ja, der bringt es eigentlich nur bei stärkeren Gegnern, wirklich mich selbst zu regenerieren und so. Aber, ja, ich denke, Schlafpuder ist da momentan ein bisschen besser. Hier, Blackie mit dem Pogos infiziert. Momentan, glaube ich, auch einer der stärksten Pokémon, vor allem Angriff. Drachenklaue, Rückkehren, Hüller Megaform ist ein Typ Flug. Drachentanzen, Erdbeben. Der gute alte Kai, vor allem wegen der Fähigkeit, wegen Unbeugsam, weil ich will jetzt hier einen Superkampf durch einen Doppelkampf versuchen. Aus dem Grund, weil Einzelkampf dauert mir zu lange, es sind ja 6 gegen 6 Pokémon und so, bei 50 Kämpfen, das bin ich ein paar Stunden dran. Ja, den Multikampf haben wir bereits gesehen und so, von wegen mit Partnerzocken. Und Doppelkampf finde ich eigentlich fast am klügsten, weil es sind 4 Pokémon, die man einsetzen kann und ja, im Doppelkampf wird halt noch öfters Bedroher eingesetzt und deswegen unbeugsam. Weil, ja, den selber auslösen mit Heißer und so, klappt ihr leider nicht. Das wäre aufgrund ein bisschen Cheaten und so. Aber trotzdem eine geile Fähigkeit, mit Überrest sowieso. Siebwasser, Eisschlaf und Angriff, Toxin genesen bis zum Nerven. Und Metagross noch, wegen Sternhieb 10 Kopfstoß in der Stab, Erdbeben, bis zum Ausgleich und Patronenhieb. Wegen Erstschlaggarantie. Genau, das sind dann meine 6 Pokémon momentan, die ich im Team habe, mit denen ich jetzt hier noch das Kampfhaus rocken will, die 50 Kämpfe, mal gucken wie es gehen wird, vom Level her kein Problem, weil die werden sowieso alle auf Level 50 zurückgesetzt. Ja, versuchen wir es mal, war die ersten 2 Kämpfe, würde ich sagen mit Glurak, Mega Glurak X, mit Mega Glurak Y mal gucken wie es funktioniert. Und dann geht's weiter, so. Ich überlege, ich glaube ich habe sogar noch einen aktuellen drin, kann das sein? Ich glaube, den haben wir sogar mal noch gemacht, war mal getestet und so. Teilnehmer sehen es gleich. Ja, nee, scheinbar doch nicht. Okay, die Frage ist natürlich, welcher Pokémon, weil es sind ja Doppelkämpfe, wa? Ich wollte sagen, ich nehme zu Beginn mal Kai und Volt. Eben Kai wegen Bedroher. Wenn ich was zum Content habe. Volt wegen Sweeper, dann habe ich halt einen auf eher defensiv und einen auf offensiv. Und dann kann ich halt ein bisschen Strategie planen. Glurak, der ist sowieso dabei. Jetzt ist halt die Frage, nehme ich nochmal die Defense, und wegen Speckschicht noch geil. Oder sage ich, nee, jetzt will ich noch ein bisschen reinhauen und nehme Blackie, weil mit Blackie kann ich halt wegen Drachentanzen noch ein bisschen boosten.
Und dann halt je nach Situation, nämlich mittelgroß wegen Erstschlaggarantie. Ja, das ist jetzt... Wie gesagt, Patronenhieb halt, war aber wenn sicher noch geil. Kai kann ihn vergiften. Nee, ich glaube eher Mirania und Metagross eine geile Kombi. Wegen Schlafpuder und dann... Wobei, den braucht sie gar nicht. Wegen Toxin, genau. Wobei, kann er mit Kai nehmen. Ja, Patronenhieb ist halt vor allem gegen wirklich ganz schnelle Viecher, die so durch irgendwelche Items oder eigene Fähigkeiten so hochboosten. Wäre es echt geil. Blackie, wobei Drache habe ich jetzt schon im Team mit Glurak. Zwar auf Angriff, zwar auf Defense eher. Na komm, wir versuchen es mal so. Ja, gerne. Speichervorgang und los geht's. Der erste Kampf geht los. Wie gesagt, in 50 sind es, bis die Kampfstädteläuse auftauchen. Und die sind unser Ziel, weil, wenn wir die besiegt haben hier im Supermodus, dann können wir noch etwas freischalten. Und darauf will ich aus. Sprich, das will ich im Part 40 dann, ja, wenn es geht, im Part 40 beenden. Soll das noch auftauchen. So. Und eintreten. Okay, jetzt haben wir gesagt Sherox, Käferstahl, wir haben Frigometrie, das ist momentan jetzt nicht so das Problem. Wir können beide vergiften. Oder aber ich sag mir, ich schicke den Glurak ins Rennen wegen dem Feuer. Das mache ich sogar, Leute. Ich überlege, ich bin ja Typ Pflanze, das heißt, effektiv gegen mich wären Elektro und Pflanze. Bei Glurak wirkt eigentlich nur Elektro, aber keiner von denen wird Elektro drauf haben. Pflanze glaube ich auch nicht, einen will mich auch keiner. Das heißt, wir vermutlich Volt angreifen. Ja, Volt ist ja schnell. Tja, diese Frage, Kreuze gegen Frigometrien dürfte man nie unterschätzen. Oder Sherox ist Käfer Stahl, also wäre RB auch noch cool. Also jetzt RB an den beide zu treffen und zu gucken, wie gut sie in der Verteidigung sind. Oh Mann. Ja, ihr merkt schon, jetzt ist sehr für Strategie gefragt. Ja, okay, es geht auf die Defense. Was ist das? Spezial, gut. Okay, der hat Schwebe, natürlich ganz toll. Oh, die haben viel, das wird lustig. So, Freunde, ich gehe ein bisschen auf Drachenpower, wird denke ich nicht mal so eine schlechte Idee sein. Und natürlich Hitzekoller, wobei, Frigometrie senkt mich zwar. Aber jetzt schon Flammenblitz ja zu früh. Was, Sherox? Ne, das ist doppelt, das wollte es gar nicht. Wollte, kann ich jetzt nicht so viel machen. Den Käfer Stahl, da wäre dann doch Frigometrie mit Kreuzhieb besser. War natürlich ein Triff nicht, dann bin ich sowieso am Arsch. Los geht's, Leute! Begrüßt mit mir! Mega Glurak X vom Typ Feuerdrache. Mit, glaube ich, Krallenwucht als. Ja klar. Mit Krallenwucht, wie gesagt, und Krallenwucht ist eine Fähigkeit, die direkte Attacken wie Flammenblitz und Drachenklaue erhöht. Hingegen aber RB nicht, weil es ist keine Direktattacke, sondern lediglich eine physische. Der wäre hinüber. Na, Luftballon ist geplatzt. Keine Panik, Leute, wir sind hier im Kampfhaus und so. Das heißt, die Items, die eigentlich verschwinden, regenerieren sich dann im Kampf wieder. Kangama! Tja, Aerodactyl ist sehr, sehr schnell. Ich hoffe, dass er ein bisschen schneller wie mit Glurak. Das setzt aber sicher irgendwie Steinhagel ein, wa? Ich würde trotzdem lieber das Kangama ausschalten. Und hier ein bisschen Donnerschlag versuchen. Ja! Alter! Nein! Wie schnell ist das Viech? Wow, Glurak, du hältst noch durch, dankeschön. Zum Glück habe ich 31 DV aus der Verteidigung. Alter, das gibt's einfach nicht. Trotz meiner Fähigkeiten nichts geschafft. Ja, jetzt haben wir noch keine Mirania. Jetzt wäre wie gesagt so Metagross mit Patronenhieb noch geil, vor allem bei Aerodactyl. Aber gut, ja, muss Kai bringen. Wegen Zielwasser und so. Er ist sicher nicht schneller. Austauschen. Und für später bringt es auch nicht, weil es sind bereits letzten 2 Gegner, war.
Andererseits... Ah, doch, das bringt's noch, das bringt's. Aerodactyl muss weg. Und zwar ganz, ganz schnell. Böser Floh! Ja, damit berechnet, macht dem beiden aber gar nicht viel. Oh, nicht Ehrschlag! Nein, bin nicht verwirren. Ah, scheiße! Es läuft nicht so wie es soll. Was? Zurückgeschreckt? Och, Menno. Leute, das kann nicht bringen. Scheiße. Scheiße auf eine Art und Weise. Ja, nee, Siedewasser, Stab drauf, da bringt's. Okay, gut, Mewinia, gut, du hast abgewehrt. Ah, Kai, was machst du da? Nichts mehr. Nein, nein, nein! Alter, Scheiße! Für den ersten Kampf, da gibt's doch nichts. Das ist mir echt noch nie passiert. Oh, leck mich doch am Arsch. Das kann doch nicht sein. An Glurak liegt sie nicht. Also diese scheiße Aerodactyl, so verdammt schnell ist. Na, du hast aber trotzdem abgewehrt. Aber wenn da noch Glück und komme ich noch durch, da wäre natürlich... Nein, von dem Miwenia ist er verwirrt. Nein, nicht so die erschlagen und tschüss, Miwenia. Jo, das war super. Also, ich muss zugeben, das ist der erste Kampf und ich verliere schon. Das kann einfach nicht wahr sein. Der erste Kampf. Der erste beschissene Kampf und ich verliere den hier. Das darf einfach nicht wahr sein. Das ist so verdammt peinlich. Wo war jetzt ein Fehler? Volt war super. Oh, soll ich einfach mal... Wir haben ja selber rausgenommen, war. Scheiße, scheiße, scheiße und nochmal scheiße. Da ist Volt schon so verdammt schnell, aber da kann man das Blackie wieder schneller wäre. Ja, und Black und Volt in Kombination so, ja, ist auch nicht so die super Idee. Jo Leute, es wird noch richtig lustig. Gut, jetzt gebe ich erst einmal unserem Glurak ein neues Item. Zum Zeigen war, aber ich glaube, ich werde schon Glurak mehr in seiner X-Form spielen. So, jetzt haben wir da Y, war gut. Dann würde ich jetzt sagen, so was nochmal. Wie peinlich, das kann doch einfach nicht sein. Ganz ehrlich, so schwierig ist es gar nicht. Ich habe schon mal gezockt, Super Doppelkampf 4 auf Alphasar 4 mit noch ein paar schwächen Pokémon und habe es dort auch irgendwie auf über 40 gebracht. Nee, wegen 38 nach wieder rausgeflogen. Aber trotzdem, so, jetzt nehme ich erstmal Glurak. Wegen Türe, damit Irenia kriegt auch ein bisschen Vorteil. Aber 2 Punkte in der Defense, das ist schon mal gut. Da Meter groß wegen Patonenhieb, der ist nicht zu verachten. Und dann ist die Frage nach dem Line an der Defense oder gehe ich nochmal auf Speed und Varianten. Ich habe schon Toxin, also nicht mehr. Gehe ich nochmal hier auf. Ne, komm, Black, haben wir alle nochmal ein bisschen gezeigt und so. Ja. Also hatte ich echt so Pech mit den Gegnern und vor allem, naja, der Schlag vor allem ein bisschen doof gewesen. Die Ursula. Ach du Scheiße, jetzt kommt die andere mit. Ja, toll, jetzt wäre natürlich, jetzt versteht ihr, wo wir vorhin erwähnt haben, wegen der Kai und so. Wegen Bedroher. Oh, Scheiße, Mann! Ah, jetzt bringt doch... Ja, das ist echt Müll. Ich könnte sowas von kotzen, das glaubt ihr mir gar nicht. Mega Glurak Y.
Die Türe von Glurak wirkt die Türe ist sie wirklich so teuer, Mann, du. So, das Gaben wäre weg. Oh nee, Mann, du doch. Ja, hallo. Was? War das so ein Quatsch? Skill, Labra. Die hat jetzt. Nee, bringt nicht viel, du kennst, wenn seine Vorteile einander verstärkt. Toll. Ja, das war ja ganz super. Weil eigentlich das Team ja sowieso fade ist, oder? Weil jetzt haben wir mit Mega Glurak Y eine Mega-Entwicklung gemacht und die anderen beiden, oder die anderen 3 natürlich in diesem Falle. Keine Mega-Entwicklung? Doof, ja, ganz doof. Gut, bin ich ein Feuertyp. Ne, ich lasse drin, versuche so zu fighten. Wobei es nicht so viel bringen wird, aber ja, mal gucken. Hilft schon! Wieso bin ich eigentlich so schnell? Oh, der bloß die Speckschicht gehabt. Und ohne Türe. Ja, aber ich glaube echt, Mega Glurak Y ist jetzt nicht so die grandiose Wahl von allen. Wieso habe ich eigentlich nicht brutal angegriffen? Ja, eigentlich noch eine gute Frage, wobei der zuerst angegriffen war. Jetzt brauche ich sowieso nicht mehr. Heißt für uns... Ja, doch, nochmal rausnehmen. Und Blackie rein. So, heißt für ihn, der ist sowieso ein Nachteil in Türe, aber... Skelebre hat Schwebe drauf, aber in Torher bleiben jetzt auch nicht so viel. Aber ist halt ein Geist. Aber im Psycho nicht sehr viel. Ja, kann man der Stab drauf. Und naja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen wies. Aber das Toxin wirkt immer noch. Der Megamorph geht ja nicht, also gehe ich da wieder in die Vollen und versuch so. Ja, das Skilebra ist jetzt down. Ein Wallreiser. Die Türe wirkt noch. Wegen Wasser ist es schon mal eine gute Ausgangsposition. Ja, trotzdem. Ja, wobei ist Eis. Eis, ohne Scheiß. Ja. Doch, muss so machen. Stab, geht nicht groß anders. Wegen natürlich Strahlattacke. Wegen Vorteil. Und auch nicht. Alter, Drachenflug, das überlebt kein Drachenflug-Pokémon. Das ist einfach zu übel. Ja. Ich hab ja noch mein Mega Glurak Y und wieder mal durch Dürre. Kannerwasser, Attacken vergessen. Du hast vergessen, übertrieben. Moment, machen den noch ganz kurz. Wir sind noch Flug, wa? Moment. Also auch Typus, genau. Absorbiert Sonnenlicht und in der gleichen Runde dank der Dürre-Funktion. Fähiger natürlich. Zackebums. Das kann doch nicht gewesen sein. Oh nein. Doch, das war's. Yeah, Freunde, ersten Kampf gewonnen. Alter Schwede.
Das kann ja heiter werden. Ganz kurze Pause, weil, ja, bitteschön. Ich muss mal kurz das Team umstellen. Also, vor allem neue Strategie. Wer jetzt suchen möchte, ich lasse keinen noch drin. Als Alternative hätte ich halt nachher noch unser Imperator, was eigentlich ziemlich viel aushält. Ja, und auf X-Version ist mir eigentlich fast lieber. So. Machen wir nochmal den Super Doppelkampf. Jo, gerne. Ja, ein Kampf, wow, krass. Also neue Strategie, Freunde. Ich nehme Kai am Anfang wegen Bedroher. Nur ist Minter groß, weil ihm macht das nicht viel aus. Da kann ich entscheiden, ob ich direkt auf Megamorph gehe oder noch warte. Volt in der Hinterhand, weil er halt echt noch schnell ist. Und dann ist halt die Frage, ich nochmal auf Mirania und warte wegen ihren Megamorph und zum Vergiften, obwohl Kai das bereits kann. Aber sage ich, nö, Mirania jetzt nicht, weil ich Kai bereits draußen habe. Nehme ihn nochmal mit und ihn wegen Drachenpower. Wegen Blackie. Ja, ich könnte auch die 4 nehmen. Ja, hatten wir schon mal. Ja, es ist schwierig. Es ist echt schwierig. Aber versuchen wir es mal mit dieser Strategie. Vor allem halt, der Anfang ist sehr wichtig, und dann halt noch kontern zu können. Bei Glurak, von dem nur 2 Attacken drauf. Feuer und Drachen natürlich jetzt nicht so das Optimum. Blackie nur Drachenflug drauf, also nicht viel besser. Das sieht doch schon mal sehr viel besser aus, würde ich mal behaupten. Wir haben hier einen guten Eisstrahl gegen Jan Mega. Ein Sternhieb gegen Mammutel wegen Eis und so, versteht ihr? Na gut, Scanner von mir aus. Und das killt ihn instant. Ein Stahlviech. Okay. Ja, muss er fast, wa? Kais Wasser macht mir nicht sehr viel aus. Naja, versuchen wir es mal. Obwohl, nein, verdammt, das hat der Schwebe drauf. Ah, auch nicht. Ja, Gott sei Dank. Gut, Beere ist verbraucht, sehr gut. Die Beere vielleicht nur einmal. Und ja, Mega mit dem fetten Eisstrahl getroffen. Was, der überlebt? Der überlebt einen Eisstrahl. Ich glaub's nicht. Alter. Minotic ist eigentlich ziemlich gut im Spezialangriff. Hallo? Gut, Planänderung. Was halt so. Patronenhieb. Erschlaggarantie. Das reicht. 2 Viecher bereits down. Und dann kommt der. Das ist ja auch schnell. Oh, das war ein Fehlerkumpel. Unbeugsamkeit. Oh, jetzt bist du am Arsch, ey. Jetzt bist du am Arsch. Ich hab's ja gesagt, er ist am Arsch. Ja, Genesung plus noch, Genesung, Überreste plus Genesung, so Schuh raus. Und jetzt kommt der dämliche Sandsturm. Na gut, Metergroß ist egal. Ihm ist's egal. Gehen auf Megamorph. Nö, braucht er nicht. Ist zwar ein Bodentyp, wird sicher etwas Richtung Flug machen. Also sprich in den Erdbeben oder so etwas. Also darf Glurak noch mal ran. Mein Lieblings-Pokémon, aber Kai macht das schon. Ja, sage ich ja. Also Freunde, das wird mal ein Sieg auf ganzer Linie hier im Kampfhaus. So erste, zweite Sieg und so, aber ich glaube, unser Team ist soweit ganz gut ausbalanciert und hoffentlich geht in diesem Stile weiter. Aber leider erst im nächsten Part. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und ja, gleich geht's weiter im nächsten Part. Bis dahin, tschüss.